How to live together in one planet world. Das ist soweit. Wir sind am Transition Days Podcast. Eine schöne gute Mitte, Morgen, Abend, wo auch immer, wenn ihr auch immer du gerade lauscht hast. Was machen wir? Ihr wisst, wir gehen immer ein Haus besichtigen. Also so wer als Welt ein Haus. Da sichern wir ein Zimmer aus, haut das ein Bootzimmer. Und auch wie immer haben wir einen Gast dabei, eine Gästin dabei, für ganz präzise zu sein. Und zwar ist das Liz Paulus, hat heute Geografie studiert, mit Schwerpunkt in diesem Aménagement du Territoire zu Straßburg, war im Mouvement Ökologique aktiv, ist beim ONI dabei, also dem verpackungsfreien Boutique. Und schafft als Naturpädagogin. Genug von mir, ich gehe rüber bei Liz. Moin. Moin. Lies, hast du das richtig gesagt? Ja, das ist okay. alles okay. Weil du machen wir direkt an den Übergang. Heierst du, von als Gästinnen nicht vergessen oder mir nicht vergessen zu suchen, bringen so etwas mit, du so etwas mit Brot. Eigentlich hier am Uni Säckelchen. Und da sind verschiedene Sachen dran. Soll ich auf ein Haus mal gehen? Wir gehen am Bootzimmer. Also ich dachte, ich kann mich nicht erinnern, weil ich am Anfang so. Wir gehen auf jeden Fall am Bootzimmer. Und hier haben wir da verschiedene Sachen. Du hast mich gewarnt, der Deckel geht immer auf. Du hast recht, der geht immer auf. Hier haben wir, was ist das? Deo? Ne? Das ist ein Deo, den habe ich selber gemacht, aus Kokosöl, Maizena und Natron und nach einem Öl essentiell. Und voilà, das kann ich selber machen und da kann ich da ein Jahr lang funktionieren, bei kein Plastik und nichts. Ja, das geht ein Jahr lang, ja. Okay. Das brauche ich ganz wenig zu holen. Was ist noch? Ja, und dann habe ich meine Zahnpasta von daheim mitgebracht. Die habe ich am Moni gekauft. Die habe ich nicht selber gemacht. Das ist ein schwarz, effektiv, mit so an anderen Sorten und Geschmäcker. Und voilà, da brauche ich auch keinen Plastikstyp. Das funktioniert so. Aber wenn den Eidelas, den stehen, den da dran ist, da kann ich ihn neu abfüllen an den Behälter, den du hast. Aber das ist total. Und kein Auffall. Das ist ein Tawashi. Ein Tawashi, den habe ich auch selber gemacht. Das ist ein kleines Schwämmchen, an denen ist aus alles Strümpf gemacht. Wieso sind die Sachen gut? Wieso sind also, sie gut? Zweimal gefragt. Also, für was sie gut sind, das mal plus minus verstanden. Wieso sie so, okay, verstehe ich. wieso sie so gut? Ja, wieso ja. Oder besser wie wenn ich da... Mit den Sachen, die ich da habe, produziere ich keinen Auffall. Ich produziere zwar immer noch Auffall daheim. Es gibt Leute, die haben für das ganze Jahr haben sie just so einen dübschen Auffall. Ich habe eine Pubel von 30 nicht Kubikmeter, aber das ist mit klein. 30 Liter, genau. 30 Liter. Und da habe ich dann alle Woche ein kleines Tietchen dran. Weil ich eben lauter Sachen benutze, die keinen Auffall machen. Für mich ist das eine gewisse Satisfaktion. Und ich will natürlich auch ein bisschen ausprobieren als Beispiel für andere Leute. Hält das mit Zeit? Am Anfang hält es ein bisschen mehr Zeit. Mit den Deo, den habe ich schon 10 Minuten gemacht, von den alten Sachen bei ihnen hat. Und mich einfach Spaß, auch selber seine Sachen zu machen. Du warst am ONI zuständig für was? Also für was? Nicht so mal die Sache mit dem wieder. Also für was? Ich bin ein aktiver Member am ONI, wie der vielleicht wisst, das ist ein ONI ein Kooperativ. Da sind wir zu ganz vielen Membern. Die Aktivmembern, die helfen noch ein bisschen mit. Und was ich mache, wo doch ein bisschen mit meinem Beruf zu dienen, ich empfange da Schulklassen, Gruppen, auch zum Teil Schüler aus mit großen Klassen, aus dem Lycée. Kurz Klammer, das ist nicht nur ein Geschäft, man versteht sich auch als ein Platz, wo ihn dann zusammen können für, so, also für dass sie Leute empfängt. Das ist nicht nur Konsum. Ja, das ist ein Geschäft. Und von Anfang an sind wir auch von ganz vielen Leuten angeschaut, die das wollten gucken kommen, die das wollen als Konzept doch kennenlernen. Wir sind am Anfang auch zum Teil an Schule gegangen, weil wir einfach auch Zeit nicht mehr unbedingt fanden. Aber im Moment ist sowieso mit der Schule lebt nicht so viel, weil sie dürfen nicht Visite machen.
Ich merke aber, die junge Generation sind immens interessiert in dem, was wir machen, und sie wollen das gerne noch mitmachen und auch promovieren. Wie stellst du mir das vor? Das heißt, du siehst voll aus, von 10 bis 12 Uhr, meldest dich in Klasse bei der Uni. Aber was müsst du mit hinein? Nee, okay, sie melden sich an, da kommen sie bei uns und dann haben wir, die sind nicht 2 Stunden, das ist just eine Knappstunde, das Geschäft ist ganz klein und dann gucken wir sie an 2 Gruppen abzudelen. Eine Gruppe, mit denen gucken ich ein bisschen selber, was tun wir am Alltag von Unfall, was fällt an, wie kann ich das vermeiden. An die anderen Halschen, die kaufen wirklich konkret an am Uni. Am Uni muss ich wissen, da sind Siloen, da sind Sachen dran, Produkte, die muss ich dann auffüllen, zum Beispiel an einen gläsernen Behälter, wo ihn aber für dich, die muss dann aufgewiesen haben, das ist ein ganzes Prozedere. Also sie lehren quasi, sie müssen nicht ankaufen, sie lehren, wie ihn am Uni ankauft. Genau, okay. Sie lehren ankaufen, sie kaufen auch zum Teil praktisch an. Wir haben noch gesagt, wenn der Welt, können da zum Beispiel ankaufen für Müsli zu machen, und noch an ihrer Schule. Da wissen sie genau, was sollen sie ankaufen, und da geht doch wirklich praktisch gemacht. Der Sinn davon ist, für das Lehren noch was für was das nicht mehr fertig tut, wie in einem normalen Ackersmasche daneben Kakao mehr. Also dein Müsli willst machen, dann kannst du dort gedreschend Himbeeren holen, du kannst ein paar Haferflocken machen, dann kannst du noch ein paar Crisps mit Schokolade machen. Ja, also, ja, sie sollen eben gesehen, dass es möglich ist, dass alles ohne Aufhalt zu machen und dass es doch Spaß macht. Dass ich dann noch viele Sachen noch schwer hat, dass ich genau kann holen, so viel wie ich will, dass ich nicht muss einen riesen Park holen, wenn ich nicht so ein bisschen will. Also es soll Spaß machen. Möchtet ihr Spaß, was sind Reaktionen? Ja, das möchte ihnen Spaß. Also denen Jungkanner, denen möchte wirklich, also durch die Bank sind die alle froh und zufrieden. Bei großen Schülern, da waren wir halt schon mal auf Workshops, da sind wir dann auch immer dabei, also da sind so 3 Kategorien von Schülern. Die einen, die wissen schon alles, kennen schon alles, den Uni waren schon da, sie voll begeistert. Die anderen lernen das mal kennen und wissen noch nicht so richtig. Und da sind aber auch immer ein paar dabei, die richtig an der Position sind. Und das ist auch okay. Kann ich noch da mit denen diskutieren und voilà, die haben dann aber eine andere Meinung hören, sie konnten hier Meinung so, und das ist auch wichtig, dass sie seine Meinung so. Opposition interessiert mich immer, weil das ist Opposition. Also bei den Engeln kann ich mir vorstellen, sie kommen das, voilà, vielleicht ganz gute Verhältnisse, kann ich sich das lesen, immer so gewissen Bewusstsein zu leben, wie es bei den anderen. Ja, das ist genau wie du siehst. Die anderen, die haben vielleicht ganz andere Probleme, die ihnen in dem Moment überleihen. Es ist auch nicht immer alles so einfach, wenn ich an einer Schule ist, wo rundherum überall Snackbare sind, die dann übermitteln eben ihnen etwas Fertiges am Plastik servieren. Das ist mehr einfach, wie wenn ich ein Dipsche von daheim mitbringt. Das ist klar. Und da sind auch dabei, die da ganz provokativ so, das ist mir ja egal, wenn du den Plastik aufhältst. Und ich denke nicht, dass es ihnen ganz egal ist, aber da ist auch viel Provokation dran. Und das muss ich noch aushalten. Ich fand es schon wichtig, einfach, weil Juncker hier Meinung so. Wieso ist die, was kann der Grund dafür sein, dass ihnen das egal ist? Wahrscheinlich, weil ich nicht unmittelbar direkt mitkriegt, was das Problem mit Plastik ist. Also natürlich kann ich mitkriegen, kann ich schon ein Doku ranziehen oder so. Ja. Aber wenn ich so rundherum lief, kriege ich natürlich wahrscheinlich nicht direkt mit, was das Problem kennt sie, was ist das Problem? Wieso ich das froh hast, du hast mal am 4 Gespräch eben gesagt, wo ich gesagt habe, was leid da richtig im Herzen, so ein bisschen die Education von der Kanner, irgendwie mit der Welt, irgendwann muss ein eins zu gehen. Die ältere Generation, die lo leben, die werden noch gut können leben, lo eine Zeit schon, und irgendwann wird sich mit dem Klimawandel das ändern. Ja. Kann es sein, dass Gefahr noch immer nicht, egal wie viel darüber berichtet, nicht unmittelbar genug da? Also was meinst du, war das die Provokation, wo ihr kennt? Ja, ich meine, also am Jungen, also bei den Jungen, die machen ja auch vielleicht zum Teil das nur, was wir Erwachsene machen. Und ich gesehen auch nicht unbedingt das große Problem bei den Jungen. Ich fand das nicht so schlimm, wenn da paar sind, die da an der Opposition sind, wenn ich dann ganz andere Sachen gesehen von erwachsenen Leuten. Wir machen hier nicht viel. Wir haben alles, ich sage nicht mehr, viele Leute haben
hier ganz dick Autoen an die soen zwar net mir as alles egal, me zum Deel weisen se dawer fleicht an das da fleisch wat Joke och schüst ophole, wo sie sich so fir wat sollch mech net och amuséiere, wie ich wëll mech eklatieren an Sachen konsumieren so wie ich will. Kita sehen Orlo beim Oni, du hast wie Druck gesagt, dass muss möglich gemacht kriegen, dass das vielleicht ein bisschen einfacher ist, dass es mit teurer ist. Das ist nicht unbedingt der Fall. Aber dafür muss ich ein bisschen erschaffen und muss ich an so einem Environnement dran sein. Wenn du hier an einem Environnement hast, wo das gut nicht ein Thema ist, wo auch die Eltern gut nicht auf die Schienen gehen, wo vielleicht auch ganz andere Probleme am Alltag sind, zum Beispiel das, was weiß ich, der Papa gerade keine Arbeit hat oder so, dann verstehe ich auch, dass ich nicht unbedingt, dass das nicht unbedingt eine Priorität ist. Meinst du, wieso soll das Gefühl, dass dann die nächste Generation nicht so abgeklärt, dass das besser geht? Oder im Gefühl, du hast aber am Allgemeinen, wenn man die Kategorie, geht mehr von der Kategorie 1 oder meinst du, geht mehr von der Kategorie 3? Nicht am Klassenmäßig So halt. Weil du siehst, die Jungen haben ja 4 geheim und ein Ältere, ja, die haben versaut, die haben groß gelebt, du hast bald gefragt, wieso soll mir das gut machen, meinst du? Ich meine schon, dass bei den Jungen, also dass die Zahl von den Jungen so hält, die nicht egal ist. Ich merke auch, das hat viel auch mit Moden zu dienen. Ich merke zum Beispiel, auch zu meiner Zeit noch nicht so lange hier, also ich bin überall hingegangen mit einer Plastikflasche an einer Konferenz oder wie Lohai oder da hat ich neben sich Flasche Wasser dabei. Und die Jung von Haut gesehen ist aber echt mit einem Bidonwasser. Das sind aber Sachen, die ein bisschen schon an die Mode kommen, wo ich denke, wo ich einfach die Hoffnung nicht verlieren, dass es da bei ihnen ein bisschen besser geht. Es gibt auch immer mehr Junge zum Beispiel, die keinen Führerschein mehr machen. Zu meiner Zeit, und 18 Jahren, weil das Allerwichtigste war, den Führerschein zu machen. Und du hast für uns einen Nebensatz genuschelt, schon aber hören, dass du kein dicken Auto fährst dabei bei der Generation. Haben die dann daraus gelernt, oder warst du echt so ein bisschen ein Outcast? Also ein bisschen, naja, gut, du setzt dich dafür an und den anderen ist scheißegal, fuhr weiter, Mom. Das deals. Also da geht es von allem. Ich gesehen, aber also ich meine nicht, dass du, also wenn ich so auf die Straße gucke, gesehen ich nach immens viel Deck suchen doch immer fahren, an auch wenn von Elektroauto jetzt geht, da das dann ein Changement vom Umtrieb mit dem Auto muss aber immer noch so groß sein. Und das Wichtigste ist also immer, wie weit komme ich da mal daran, dass ich richtig umdenken, dass ihr seht auch nicht nimmen, dass ich einen anderen Antrieb um meinem Auto habe, aber auch, dass ich einfach mal ein Auto fahre, dass ich mit zu Fuß gehe, mit dem Velo fahre, mit dem öffentlichen Transport fahre. Respektive mit kleinen Auto vielleicht. Also ich meine, einmal Cut weil ein bisschen das Thema vom Bootzimmer habe ich natürlich ein bisschen als Alibi benutzt. Ich meine, die vom Podcast verzeihen wir das. Ich gehe nach Lorifa, wenn wir an dem denken, gehen wir zusammen am Bootzimmer ran. Was der Menschen, du gehst steuern, muss man ja auch noch Leute, dass man nicht nur über alle Junker und die Auto schwätzt. Was kann man denn Leute, was ist Gefühle der Leute? Da schwätze ich aber auch schon wieder. Was kann ihnen mal auf den Weg gehen? Das Gefühl, wenn es am Bootzimmer geht, was muss sein, an irgendwie unverständlicherweise noch immer da ist. Ich habe heute von einer besten Freundin von der Toilette erzählt, die Dresche sind, also mit Holzspänen, für man Wasser zu. Ist das zum Beispiel da? Also ja, natürlich, der Wasserverbrauch von einer Toilette, den ist schon ordentlich. Ich muss sagen, ich habe auch noch immer eine klassische Toilette. Es gibt effektiv so Komposttoiletten, die den echt so draußen benutzt, wenn ich keinen Wasserausschluss habe. Ja, das wäre schon, also ich denke, bei der Toilette geht noch viel Aufwand geben, weil aber eine relativ Verschwendung von Wasser ist. Was ich unimäßig einfach unmöglich fand, das war sowieso noch nie ich. Das sind so die Leute, die dann 20 Tüben an Plastikfläschchen durchstehen haben mit
Schmink, 3 verschiedene Shampoos und so weiter. Also da kann ich wirklich enorm viel Plastik abspuren. Schon nach ein festes Shampoo aus dem Oni. Das war dann ein bisschen von Produkten, aber ich war da immer noch mehr bescheiden an diesen Sachen. Wenn der Bootzimmer hast du kein Plastik, hast du nichts, hast du alles raus, wenn du so durchgehst? Oder wo gibt es den Moment, wo ich so, oder nicht nur persönlich stumm, sondern gibt es etwas, wo ich kann sagen, okay, das ist so, der will aus Luxusgründen nicht auf Nachhaltigkeit zurückgreifen. Wie gesagt du das? Also ich meine immer, das, was den mal hat, das muss ihn dann eben auch verbrauchen. Ich habe notamment einen Terrain voller so Echantillons, die ich längst gekriegt habe. Und das fand ich zum Beispiel auch etwas immens überflüssiges. Ging ich halt alles nicht mehr akzeptieren. Mich schon eben da leiden, mich verbrauchen es auch nicht wirklich. Mich ging es auch nicht waschen, weil ich mal so, voilà, was den hat, kann ich noch verbrauchen. Ansonsten, bon, es ging eben es gibt verschiedene Manieren noch Produkte zu kaufen. Am Oni haben wir zum Beispiel feste Shampoo, das ist wie ein Seif. Wir haben auch ein Shampoo, ein flüssiges Shampoo, die kann ich dann immer nachfüllen. Ob das Plastik ist, da sind ich auch nicht so. Für mich ist nicht der Punkt, es darf gar kein Plastik mehr am Bootzimmer sein, mit so wenig wie möglich Plastik waschen. Aber was man da noch ein bisschen im Herzen leidet, Leute haben immer Tendenz, wenn es dann etwas an hier Valolux tut oder sonst recyceln, also Valolux waschen oder eben sonst recyceln, dass es dummer da gut ist. Mit Plastik, da gibt es 20 verschiedene Sorten Plastik an. Die Recycling ist zum Beispiel ein thermisches Recycling. Thermisches Recycling heißt, es wird verbrannt. Und dann steht Hitzt. Das dann alles. Das muss ich einfach wissen, dass die Sachen, die so darüber an der Recycling geht, das man's geht wirklich benutzt in einer ähnlichen Form, dass er eine Flasche gemacht wird. Okay, ich meine, wir sind gut für heute. Okay. Und beziehungsweise merci. Das geht Und geschehen. auch Adi, an den werten Zuschauerinnen auch. Wir gehen dann nächste Woche an den Gart. Ich weiß noch nicht mit wem. Auf jeden Fall weiß ich die ganze Nummer nicht. Das heißt, auf jeden Fall sind wir einfach am Mähneren. Und pass gut auf Ihr Job, auf jeden Fall merci.